Mal ein Wunder, dass trotz langer Vorlaufzeit, ich plane ja schon den Almanach bis 2019, dass trotz langer Vorlaufzeit der Almanach gerade noch fertig ist. Und es bis zur Auslieferung meist einen Tag vor der Buchvorstellung spannend bleibt, ob wir es schaffen. Dazu bedarf es im Verlag entsprechender Profis. Nach die Books, die sich ihrer heutigen Anwesenheit durch eine Weiterbildungsveranstaltung entzogen hat, gilt mein besonderer Dank, denn sie ist es, die als Herstellerin den Almanach zum Leben erweckt. Und sie ist ein Phänomen, hinter dem ich bisweilen leide, ehrlich gesagt. Da arbeite ich stundenlang, tagelang am Feinschliff von Beiträgen, schicke sie ihr Raum, um kurz darauf und dann im Halbstundentakt die fertigen Umbrüche zu erhalten. Kaum ist sie fertig, schreit sie schon wieder nach Nachschub. Das nervt. Das gutzügige und zuverlässige Lektorat und die lästige Korrekturlesen hat in diesem Jahr von der Andreas Dick übernommen, die mich an dieser Stelle, er sollte auch nicht hier, für die unerlässliche Erleichterung meiner Arbeit gleichfalls herzlich danke. Meine unverzichtbare Partnerin in allen Fragen der Organisation. Es gibt viel zu organisieren. Wie so ein Abend wie der heutige erfolgreich verlaufen ist Verena Rösch, die sich da drüben versteckt. Allen Autorinnen und Autoren durch ihre freundliche Hartnäckigkeit telefonisch und elektronisch bekannt. Dir, liebe Verena, meinen herzlichen Dank für deine unversiegbare Geduld. Ich bewundere ihre Fähigkeit, ihre Gesichtszüge völlig unter Kontrolle zu halten, wenn ich wieder im Verlag erscheine. Es ist mir eine ganz besondere Freude, 2 Blumensträuße an den Mann und an die Frau zu bringen. Da spanne ich meine Verleger ein. Als Postillon d'Amour. Der eine Blumenstrauß ist für Verena Rösch. Als Dank für die gute Zusammenarbeit. Die an Oswald Richter, unser zusätzlicher kleiner Geburtstag.